Immer wenn ich an den Hirsch denke, dann ist die Saison für mich orange gefärbt, mit farbigen Blättern, auf jeden allem mit Kürbissen. Und da mache ich heute ein saisonal Kürbiskisch mit Butternut Squash dran. Für meinen Kisch brauche ich Butternut, Salbei, Lardons und alles für einen Teig. Ein Kisch ist wirklich etwas ganz Wunderbares, das sich mit allem adaptieren lässt. Und da ist es gut, wenn ihr meinen perfekten Kischteig kennt. Dafür geht einfach Mehl mit Salz und mit Butter an einer Küchenmaschine zusammen gemixt. Und wenn es bis wie Grimmeln ausgeseit, könnt noch ein und ein bisschen Wasser dabei. Also einfach ist es. Und die brauchen nur nach 2 Stunden an den Frigo zu kommen, für fest zu gehen. Während den Teig am Frigo ist, präparieren ich meine Füllung. Die Butternut hat sich eine ganz delikate Schule und die könnt ihr matt rösten. Aber ich schäle ihn aber lieber mal für das Kisch. Aber so flott beim Butternut ist, dass er gar nicht viel Kern hat und das meiste ist gut butteriges Fleisch, das den auch an Suppe benutzen kann. Da könnt ihr noch ein bisschen Olivenöl und Salz und Pfeffer drauf. Und die alte Pfeffermühlen, die hat den Toni Tintinger mal gemacht, mit seinem und mit meinem Logo drauf. Das ist aus einem alten Olivenbaum. Wunderschön. Da kommen noch 2 Knoblauchzehen dabei und da kann das ganz für eine halbe Stunde an den Schäfchen. Und da geht es nur noch rund und der Speck, der wird nämlich so angebroten. Und da broten ich auch noch den Salbei an, wie das die Mann Butter geht. Und dann noch den Flan, und den ist auch wirklich bei allen meinen Küchen selber. Dafür brauche ich 3 Eier. Und auf alle Eier kommen 100 ml Rahm. Und es kommt auch noch ein bisschen Parmesan dabei. Und natürlich Salz und Pfeffer. So, und dann brauche ich nur noch meinen Teig auszurollen und meinen Kisch zu füllen. Da kommen die gebackenen Knoblauchzehen noch bei meinem Flan dabei. Und da kann mein Kisch für eine dicke halbe Stunde bei 170 Grad an den Schäfchen. Und da das mein wunderbar Hirschkisch, die ihr noch genauso gut vegetarisch machen könnt, und zwar mit Käsekäse am Platz von den Lardons. Rezept von der wie immer auf rtl.lu. Los, ihr so gut machen.